Der Gildehauser Höhenrücken, der mit fast 100 Metern Höhe über die umliegenden Felder herausragt, war der ideale Standort für eine Windmühle. Und so ließ der Graf zu Bentheim um 1618 östlich der heutigen Ostmühle eine Bockwindmühle errichten. Der Bau der Mühle oblag dem Landesherrn. Die Windkraft war nämlich im Mittelalter zu einem Regal erklärt worden, einem wirtschaftlich nutzbaren Hoheitsrecht. Die Bockwindmühle hatte jedoch wegen ihrer Windanfälligkeit kein langes Leben. Ihre Nachfolgerin, am heutigen Standort der Ostmühle gelegen, war ebenso eine hölzerne Bockwindmühle. Das Schicksal bestimmte, dass auch diese Mühle nicht sehr lange existierte. Ein schwerer Sturm brachte sie am 12. Dezember 1746 zum Einsturz. Die steinern gebaute Nachfolgerin ist die jetzige Ostmühle. Sie wurde im Auftrag Fürst Karls von Bentheim aus Bentheimer Sandstein für rund 1200 Reichstaler gebaut. Die Außenseite der Mühle ziert über der Osttür ein großer Sandsteinblock mit Inschrift. Die Übersetzung aus dem Lateinischen lautet: Als hölzerne, durch die Wut des Nordwindes zerstört, erstehe ich mit deiner Hilfe, Karl, als Steinerne. 1750. Der Beruf des Müllers war nicht leicht. Die maßgeblichen Anforderungen waren körperliche Belastungsfähigkeit, Interesse an der Mechanik der Mühle, handwerkliches Geschick, wetterkundliches Verständnis und die Bereitschaft zu unregelmäßiger Arbeitszeit. Der im Wappen des Müllerhandwerks verzeichnete Gruß »Glück zu« ist gleichzeitig ein Glückwunsch und soll Müller und Mühle vor Unwettern, Missernten, Bränden und anderen Unglücksfällen bewahren, die im Mühlenwesen verbreitet waren und die leicht einen Mühlenbetrieb ruinieren konnten. So, jetzt gehe ich nach hinten hin zum Stert hin und mache alles Mögliche los. So, das lasse ich hier dran. Die Rücklaufbremse muss ich jetzt noch eben lösen hier. Das müsste funktionieren. Also da gibt es eine Hausroute und eine Feldroute. Die Hausroute ist zur Mühle hin, die bespannen wir jetzt. Und die Feldroute, das sind die letzten beiden, die bespannt werden, weil die außen liegen und nicht den Druck aushalten können.
Kann man so lassen? Wir machen das jetzt zusammen. Was wir jetzt vorhaben, ist eins. Wir lassen den elektrischen Stuhl schon mal laufen. Wir haben gerade im Keller gesehen, wie die Drehrichtungen sind, wie die Zähne also ineinander greifen. Und jetzt werden wir gleich nach oben hingehen, zeigen euch die Beutelkiste. Ja? Dann wird ein Sack Korn nach unten geholt. Der kriegt jetzt eine Halskrause, unser Ehemann. Ne? Und das ist damals die Arbeit gewesen, die der Müller, ich sag mal, tagtäglich machen musste. Ne? Und das mehrfach. Wenn wir nicht so viel machen wollen, so nur die Hälfte. Der Vorgang, der ist so, dass unten im Keller das Mehl gemahlen wird mit dem Stein. Das Ganze Gut wird hochgefördert und fällt hier praktisch in die Beutelkiste wieder rein, wird in Fein- und Grobmehl getrennt. Das kann ich gleich mal zeigen. Dies ist schon fertig, das ist also sehr, sehr weich, kann man ja auch sehen. Dies hier, das ist noch ein bisschen grob und muss eventuell noch mal nachgemahlen werden. So, was hier eine Besonderheit ist, einmal das Achsrad, was quer liegt, und der Bunkler, wo die Zähne ineinander greifen. Das ist eine kleine technische Sache, die man da erzählen kann. Im Grunde genommen meint ja jeder, da könnte man einfach die Kämme da reinsetzen. Das ist aber nicht an dem, sondern ein Kammrad, dieser Bunkler oder auch das Achsrad, muss eine Primzahl haben. Nämlich dann können die Kämme ganz frei eingreifen und die Kraft der Windmühle weitergeben. Die werden mit Bienenwachs, werden hier die ganzen Kämme, einmal im Jahr machen wir das meistens immer, werden die eingewachst, damit die geräuschfrei laufen. Das hört ihr auch, wie das hier funktioniert. Und dann ist das natürlich so, dass auch hier oben die Bremse die Mühle abgebremst wird. Und zwar ist hier außen eine große umlaufende Bremse, die von der anderen Seite praktisch gezogen wird, und die wird dann aus vollem Lauf, muss die ganze Kraft wieder auf Null herabsetzen, wenn der Wind zu doll wird. Wie gesagt, das ist ein englisches Kreuwerk. Dieses Ganze sind 40 Rollen, das kann man hier vorne sehen, die die Kappe tragen. Die Kappe wiegt ungefähr 17,5 Tonnen und wird über den Steg praktisch in den Wind gestellt, damit auch immer Kraft auf die Segel kommt. Zum Beispiel dieser Dinkel, der hat wirklich Besonderheiten, der hat keine Härchen dran, ist auch dunkel, das Mehl ist nachher auch dunkel, das Korn färbt das einfach so, und die Brote werden auch dunkel. Die werden nicht angefärbt mit Dunkelbier oder dergleichen, das bleibt einfach so stehen. Auch für Erwachsene ist das teilweise schwer, einzelne Kornsorten auseinanderzuhalten. Hendrik, der kann das, weil der Landwirt ist, ja, also früher gesagt Bauer, ist Niederlande, also kommt aus Friesland, spricht auch noch die friesische Sprache, hat in Deutschland einen Hof gehabt in der Nähe von Tecklenburger Land im Süden, und hat den auch noch vor 15 Jahren bewirtschaftet. Ich war Milchviehhalter und habe mit Getreideanbau nicht so viel zu tun gehabt. Aber ich kenne mich da wohl ein bisschen aus natürlich. Nicht? Und gerade wo wir sprachen über Dinkel, diese alte Sorte, ist im Verhältnis zu der Vorläufer von der Weizen. Und da kann man das sehen. Der eine ist einseitig und der eine ist doppelseitig. Das ist sozusagen der Weizen, war eigentlich so zweiseitig und hatte dadurch mehr Ertrag.